Studina Shitja und herzlich willkommen zum Q&A. Es ist schon lange her. Es tut mir sehr leid. Ich muss noch ein bisschen aufrecht hocken. Es tut mir leid, dass es schon ein bisschen länger her ist, aber momentan, nebst der Lehre, habe ich halt nicht wirklich Zeit, um etwas Aufwendiges zu machen. Viele haben auch schon danach gefragt, ob ich Kochvideos machen könnte, aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es machen, aber die Zeit habe ich leider nicht. Und ja. Trotzdem finde ich für euch ein Q&A und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar fragt jemand, ob ich mal ein Tanztutorial machen könnte. Das ist sehr herzig, dass ihr das fragt, ein Tanztutorial. Tatsächlich sind die meisten Tänze, die ich in meinen YouTube-Videos tanze, spontan. Einfach, ich mache irgendetwas. Also es ist nicht geplant, es ist nicht eine Choreografie oder es ist irgendetwas. Also es ist einfach so frei Schnauze, einfach irgendeine also ja. Es ist einfach frei Schnauze irgendeine Bewegung. Also sprich, wenn ich so mache, so also ich lasse eigentlich, also ich mache es eigentlich so. Ich lasse das Lied. Zum Beispiel wir haben jetzt ein spezielles Lied, sagen wir Never Let Me Down, zum Beispiel, da kommt das Down, Down, da, 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 down, down, da, 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 da. Und dann lasse ich halt auf den Beat und das Lied und dann überlege ich mir im Vorhinein, was für Bewegungen könnten passen. Ich mache die Bewegungen nicht bewusst, also schon bewusst, aber in dem Sinne ist es keine Choreografie oder irgendwie etwas in dem Sinne. Also es ist einfach so Freischnauze irgendwie. Und die nächste Frage ist, kannst du mal ein High Note Update geben? Ein High Note Update. Also für die von euch wissen, dass ich im Praying eine sehr hohe Note geschafft habe. Das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich noch höher könnte gehen. Also belten könnte ich schon noch. Ich muss tatsächlich sagen, meine Range hat sich sehr verändert. Also in einem guten Sinne, aber sagen wir es so. Die Note von Praying ist schon das höchste und feinste, was ich bis jetzt getroffen habe. Also es ist das höchste bis jetzt. Zum Beispiel bei Dangerous Woman habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich verschiedene Songs probiert habe, so wie Stone Cold oder so. Das geht mir ins Belten rein. Also Belting, für die nicht wissen, was Belting ist. Belting ist ein sehr hoher Ton mit sehr viel Luft und Druck nicht rauszuschreien, sondern rauszusingen. Und das ist tatsächlich etwas sehr Schwieriges. Und ja, auf dem Level bin ich halt nicht wirklich, muss ich sagen, also von mir selber aus gesehen, bin ich nicht auf dem Level. Weil manchmal schaffe ich es Dangerous Woman zu singen mit der hohen Belting-Note. Aber manchmal gibt es so Tage, da schaffe ich es gar nicht. Also es kommt halt auf die Stimmlage drauf ab und je nachdem, ob ich schon eingesungen bin oder nicht. Und es fragt jemand, wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist tatsächlich, ich habe bestimmte YouTuber als Vorbilder und bestimmte Sänger. Also Sänger sind zum Beispiel Demi Lovato und Christina Aguilera. Und tatsächlich auch ein ganz großes Vorbild im Sinne von High Notes ist Anna Smith. Anna Smith ist eine, die extrem tolle hohe Noten schafft und ich würde auch gerne mal mit ihr etwas kooperieren, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ja. Aber ich würde gerne mal mit jemandem, der so eine schöne Stimme hat, zum Beispiel wie mit der Anna Smith kooperieren oder mit Sibuna. Einfach mal als ein Lied kooperieren zum Beispiel. Also, das wäre auch cool. Aber Sänger sind Demi Lovato, Christina Aguilera, Anna Smith und wer noch? Cimarellis im Sinne von Harmonie und High Notes. Und auch Little Mix im Sinne von Belting High Notes. Und YouTuber habe ich den Gronk,
immer noch, der Izzy. Und momentan ist auch Pandoria ein grosses Vorbild für mich. Und wer denn noch? Jodie Calussi eher weniger. Also das, was sie, also ihre Denkweise und Denkart finde ich cool, aber ihre Videos sind nicht mehr so mies. Wer hat denn noch? Ich muss tatsächlich sagen, ich schaue jetzt momentan also englische YouTuber und ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel, genau. Ah ja, Alicia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Entweder sagt man Alicia oder Alicia. Bitte korrigiert mich für die wissen, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Ellie, also Alicia Marie. Sie ist gesanglich und Make-up-technisch eine meiner grössten Vorbilder. Und sie ist sehr underrated, finde ich. Also könnt ihr ihr folgen, sie macht geile Make-ups, geile Halloween-Make-ups. Und ja, also es sind eigentlich alle, die ich habe. Und Sibuna. Sibuna ist für mich songtechnisch einfach ein riesen Vorbild. Wie sie Lieder schreibt und wie sie macht, ist einfach wow. Also schaut bei Sibuna und Anna Smith vorbei. Ich tue noch ihren Kanal verlinken, hier unter dem Video, wenn ich es nicht vergesse. Was benutzt du für Pflegeprodukte für deine Haare? Die sind mega schön, thanks. Also, ich weiß, sie sind wunderschön. Nein, wie ihr auf meinem Bild gesehen habt, sind sie dunkelviolett und sie sind in ein Pink, Braun, Blond, ich werde noch rausfärben. Also hier oben ist braun, dann geht es hier ins Pink und hier unten ist blond. Das ist drüber gefärbt. Tatsächlich, meine Haare, sagen wir mal so. Oh fuck, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ups. Also, ich benutze hauptsächlich Sachen, die wenig Chemie haben, da ich hier oben eine Allergie habe, also hier eine Kopfhautallergie habe, das habe ich glaube schon mal erwähnt in einem Video. Und ich blende euch dann noch Fotos, für was ich genau benutze. Momentan benutze ich aber, also sagen wir es so, für die ganze Woche, wo ich in Bern bin, benutze ich eine Naturebox. Naturebox ist vegan und glutenfrei und hat auch absolut keine chemischen Stoffe, die meine Kopfhaut angreift. Und die finde ich recht gut, die habe ich erst kürzlich entdeckt. Die Naturebox, die tut meine Haare eigentlich recht gut, weil sie so Öle drin hat und meine Haare sind sehr strapaziert vom Färben, von der Blondierung, die hier unten noch ist. Und ich benutze das dort die Woche, wenn ich in Bern bin. Und wenn ich hier daheim bin, also hier im Zimmer und daheim, also daheim, nicht in der WG, benutze ich Johnsons Baby Shampoo. Das ist ein gelbliches. Ich blende euch, wie gesagt, noch 2 Fotos von dem, was ich brauche. Und das sind eigentlich die beiden, die ich brauche. Einfach einmal in der Woche das Gelbe, also das Johnsons. Und durch die ganze Woche durch einfach Naturebox. Die ist eigentlich recht gut, wie gesagt, vegan und glutenfrei. Hat auch keine chemischen Stoffe drin. Und ich kann es eigentlich gut brauchen, weil wenn ich irgendetwas brauchen würde, wo chemische Stoffe drin hat, bekomme ich hier komplett rote Kopfhaut und es wird alles rot und beißt. Und wenn ich in Bern bin, hat jemand sogar gefragt, bist du jetzt ausgezogen wegen der WG? Ja und nein, sagen wir es mal so. Also, ich habe ja schon erzählt, dass ich in Bern wohne, in einer WG. Also, ich arbeite ja in Bern. Und das Problem ist, wegen der Arbeitszeiten kann ich nicht hier in Luzern wohnen, aktuell. Weil es arbeitswegtechnisch nicht möglich ist, jeden Tag hin und her zu pendeln. Also theoretisch wäre es schon möglich, nur es wäre 100-mal stressiger, als dass ich dort wohne. Ich wohne in einer WG, ja, ich bin aber nicht ausgezogen. Ich bin nur unter der Woche, wenn ich dort arbeite, also von Montag bis Freitag, bin ich in Bern in einer WG. Weil ich wohne dort und arbeite auch dort. Also es begleitet das Wohnen und Arbeiten. Und ich wohne einfach für die Arbeitszeitraum Montag bis Freitag in Bern in einer WG. Und bin dann am Wochenende hier, aber daheim. Also sprich, ich wohne hier und in der WG.
Unter der Woche bin ich in der Wege, weil es arbeitstechnisch besser ist, anstatt immer hin und her zu pendeln. Und am Wochenende bin ich dann hier daheim in Luzern. Also sprich, ja, ich wohne dort und nein, ich bin nicht ausgezogen. Also in einem gewissen Maße schon, aber ich wohne immer noch hier. Also ich habe keine eigene Wohnung hier in Bern. Also es ist schon eine Mietwohnung und ich wohne einfach dort für einen Arbeitszeitraum, also Montag bis Freitag. Und ich bin nicht ausgezogen. Ich wohne immer noch in Luzern, aber unter der Woche wegen dem Arbeiten in Bern, weil es sich besser ergibt mit hin und her fahren. Weil ich habe ja immer von hier aus bis auf Bern eine Stunde. Und das lohnt sich nicht wegen der Arbeitszeiten, weil es sonst einfach mega dumm ist, wegen dem Weg. Und halt einfach auch allgemein, also es ist ein bisschen stressiger, immer hin und her zu pendeln. Für mich. In dem Sinne. So. Ich hoffe, es ist klar. Wenn ihr möchtet, kann ich euch nochmal ein spezifisches Video machen. Also sprich ein bisschen detaillierteres Video über das. Und ja. Jemand hat gefragt, also auf Englisch, what do you think of One Direction? Also was denke ich über One Direction? Ich liebe One Direction. Ich habe sie gehört. Also ich kenne die Musik, seitdem ich liebe. Ich liebe One Direction. Ich höre nicht alles von ihnen. Also ich kenne die Songs, aber nicht alle. Und momentan höre ich auch noch ein paar Songs von gewissen Leuten. Also zum Beispiel von Harry Styles höre ich mega oft Sachen. Oder von Zayn Malik höre ich halt auch mega viele Sachen. One Direction selber kenne ich. Ich kenne ein paar Lieder, aber ich kenne nicht alle Lieder. Aber ich habe sie mega gern, ich bin ein Fan davon. Und auch in Englisch, wenn du es siehst. Yeah, I'm a big fan of them. I don't know all songs, but some of them. Not all, but I listen almost like... I listen more to like One Direction, like they split it up. If you noticed, or if you knew that, if you didn't know. And I listen to music more to like Harry Styles music, or like Zayn Malik's music. Like of this. But yeah, I like them. Das ist das Ziel für später. Also, mein Ziel für später ist zuerst mal eine Ausbildung abzuschließen. Also nächstes Jahr im August. Nächstes Jahr Juli, August bin ich endlich fertig mit einer 2-jährigen Lehre als PRA Hauswirtschaftspraktikerin. Und weiß auch nicht, also mein Ziel wäre dann wahrscheinlich eine Arbeitsstelle zu haben und dann zu schauen, ob ich dort eine EBA-Lehre machen kann. Weil das ist das, was ich eigentlich immer wollte, eine EBA-Lehre abschließen. Nur dauert der Weg jetzt ein bisschen länger. Und ja, eine EBA-Lehre abschließen und YouTube einfach weiter so machen, wie es mir Spaß macht. Und nicht gezwungenermaßen immer liefern, machen, tun müssen. Das ist halt auch ein grosser Punkt, wo viele YouTuber sagen so, ich höre jetzt auf. Weil sie dann immer liefern und machen manchmal auch nicht das, was sie gerne haben. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder YouTuber das macht. Es gibt verschiedene YouTuber, zum Beispiel Diana zu Löwen. Diese YouTuberin, die macht das, was sie gerne hat, spricht auch kompliziertere Themen an. Zum Beispiel Alicia Marie, die macht Make-up und Gesang und dies und das. Also ja. Also ich mache das, was mir gefällt. Ich tue hauptsächlich singen hier, weil ich gerne singen und tanzen und mehrheitlich und auch anderes Zeug, wenn ich dann Zeit habe. Was war dein Traum, also karrieremäßig mit Singen? Weiß nicht, also ich habe mir das noch gar nicht so richtig überlegt. Theoretisch habe ich einfach mit YouTube angefangen, weil ich mich selber habe an einem Ort ein bisschen, also nicht wie zeigen, aber ich habe einfach mit YouTube angefangen, weil ich etwas machen wollte, was mir gefällt. Also sprich, dass ich etwas mache, was ich sehr gerne habe, zum Beispiel singen. Das mache ich auch sehr gerne. Ich singe 24/7, ich habe meine Familie fragen und meine Freunde, die sagen einfach immer, sie müssen sagen, dass ich Fresse haben soll, weil ich einfach 24/7 singe. Und ich meine,
ich singe halt auch wirklich sehr gern. Und weiß auch nicht, also einfach weiterhin singen. Weiß nicht, vielleicht irgendwann wieder mal einen Song schreiben, wenn ich jemanden habe, der Lust hat, mir einen Song zu produzieren. Aktuell habe ich 2, 3 Songs geschrieben, aber die sind verloren gegangen, da ich ja jetzt ein Ersatzhandy habe, weil mein Natter ist am Boden geflogen, es ist kaputt hinter der Kamera. Aktuell habe ich jetzt ein Samsung Galaxy S8 und ja. Also karrieremäßig mit Singen weiß nicht, alle haben schon gesagt, so gang noch mal zu The Voice oder DSDS. Ich weiß nicht, ich probiere mal zu schauen, mal bei so etwas mitzumachen, weil ich habe schon vorgehabt, mich mal anzumelden, aber ich kann nicht momentan wegen der Lehre das zu machen. Weil ich will halt die Lehre halt auch fertig machen. Also, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nicht mehr verpasst. Denn momentan hat YouTube allgemein einen komischen Rhythmus. Und es wäre cool, wenn ihr die Glocke abonniert. Wenn ihr die Glocke drückt, damit ihr noch nichts mehr verpasst, wenn ich etwas auflade. Denn wenn dir mein Channel gefällt, dann gerne abonnieren und Glocke aktivieren und liken natürlich. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.